da, grüß dich zurück bei The Elder Scrolls 4 Oblivion. Nach dem Tod des Kaisers. Aha, ja. Nach dem Tod des Kaisers und einem Assassinen, der da irgendwie planlos herumliegt, und dem Herrn Baurus werden wir nun durch die Abwässerkanäle in Richtung Freiheit stapfen, weil wir etwas überbringen müssen. Schlechte Nachrichten sowieso. Der Spieler an sich heutzutage hat ja immer nur die Aufgabe, schlechte Nachrichten zu überbringen. Da kann man nichts Positives sagen. Glenroy. Na bitte, aber ab durch 3 Gold hat er mit. Lässig. Es ist eine lässige Hand, ehrlich. Gut, wir sind einfach da gekommen, gell? Wie du vielleicht an meiner Bewegung, an meinen Bewegungen merkst, ich habe jetzt gerade wieder mal eine Woche nicht gespielt. Auf F, genau. Ah, schau, die hätten wir ja fast übersehen. Okay. Nicht springen. Jetzt springt der schon wieder. Ein Schützenmeister hat die Chance, sein Ziel zu lähmen. Das gefällt mir für einen Schützenmeister. Ich sage es. Ist da hinten irgendwas? Nö. Gut, ab durch die Kanäle, damit du gleich weißt, wie es nur so stinken kann. Oh. Da ist noch einer. Wow. Gleich so aggressiv, ha? Knoblauch! Jawohl! Knoblauch, das ist immer gut. Vertreibt selbst den letzten Vampir aus deinem Schlüpper. Mit, man weiß ja nie warum und wieso. Der Rest sitzt am Bahnhofsklo. Rattenfleisch braucht man auch nicht. Jetzt weiß, was eine gebeutelte Ratte ist. Dieses Tor ist versiegelt. Und ich dachte, es sei verspiegelt. Na gut. Käserad. Naja. Mehl. Truhe. Nehmen wir mit. 2 Dietriche nehmen wir mit. Passt da? Da man jetzt da mein Finger immer auf der Shift-Tasten halten kann zum Laufen, dann kriegt er wie auch mit der Zeit narrisch. Naja. Wir Videospieler sind halt schon ein armes Volk, wirklich. Naja, da gibt's nix. Ja, wir flüchten um zu flüchten. Brauchen wir da irgendwas? Nö. Mit dem Rattenfleisch kannst du ja gleich auffahren, das braucht ja kein Schwein. Dieses Tor ist versiegelt, verspiegelt. Zum Ausgang der Abwässerkanäle. Von Pflanzen entnommene Zutaten wachsen nach einigen Monaten wieder nach. Jetzt könnt ihr eure Weltkarte benutzen, um direkt nach Chorol zu reisen, oder ihr schlagt irgendeine Richtung ein und erforscht die Welt auf eigene Faust. Viel Glück! Und wie ich es immer tue und auch immer tun werde, wir schlagen einen eigenen Weg ein, erkunden die Welt auf eigene Gefahr, auf einen eigenen Niedergang
und nehmen uns gleich dort oben das, was mir so freundlich entgegengrinst. Schau her. Grünspanbecherling. Cool. Wir werden in Kürze wieder voll sein. Also ich muss dir ehrlich gesagt sagen, die wenige Mimik, Gestik, die du in diesem Spiel von den Charakteren erwarten kannst, sind mir dann doch von den Mädels lieber, ja. Weil dieses brummige ruft halt dann schon ein bisschen sehr dämlich an. Warte mal kurz, steck dein Schwert wieder weg, mein Sohn. Ja. Und ja, genau, diesen kleinen Genuss an Selbstironie, den darf ich, weil ich spiele ja mich selber, gell? Ob das jetzt so viel Unterschied macht, das kann ich da auch nicht verraten. Oh! Hirnwurz! Fortfahren. So, jetzt muss ich mal einen kleinen Appell richten. Genau. Einen Aufruf. Eine trocken gewürzte Saga. Eine Nachfrage. Hast du was eingesteckt? Koboldgalle. Ja, Gallen habe ich selber auch, die ist mir jetzt schon übergegangen. Ich sage es. Okay. Warte mal, bleibt dies gespeichert? Holztür zu seitlicher Höhle. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Karte, wenn ich sie finde. Ah ja, ich würde dann einen Aufruf starten. Vielleicht habe ich ja Glück im Glück. Vielleicht habe ich Glück im Sein. Und zwar ein kleiner Aufruf an ehemalige Zuseher und Abonnenten von mir, die ich auch abonniert hatte, bevor sie aus, ich nenne sie mal aus aktuellen Anlässen, YouTube mit ihrem damaligen Kanal auf Wiederschauen gesagt haben, was ich auch zu verstehen kann, ja, was ich auch nachvollziehen kann, denn wenn die Lage nicht besser wird oder wenn sich die Lage in vielen Hinsichten verschlimmern sollte, drehe ich meine Kanäle auch ab. Und zwar folgendes. Der Fixer, ich sag das. Was ist das? Wie viel hält denn der aus? Ich hau dich gleich durch den Reißwolf, du. Dann schaust dir an. Das automatisch gehen. Jetzt irgendwo war die Taste fürs selber heilen. Aber wo war die Taste? Ah, C. Ich muss mir Spickzettel schreiben. Gut, wo bin ich stehen geblieben, bevor ich so unfreundlich unterbrochen wurde? Genau, und zwar, wenn ihr das seht, Ronny und Marlene, könnt ihr mir über die E-Mail-Adresse schreiben als Antwort. Diese Nierenwurz-Mission, die es hier gibt. Ihr habt mir damals geschrieben, es soll ja angeblich eine sehr schöne Mission sein. Anscheinend ja die schönste, die es gibt da in diesem Spiel. Ich persönlich kenne sie noch nicht
und so viel Nierenwurzel habe ich noch nie zusammengebracht, dass ich heute weiß, wie die Mission Dingsbums ist. Was ich euch fragen wollte, wie viel Nierenwurz brauche ich, um diese Mission machen zu können? Weil ich bin ehrlich gesagt zu faul, dass ich jetzt da im Internet nachschaue, wie viel Nierenwurz ich brauche dafür. Ich tue es auch normal nicht, weil warum soll man das im Internet anschauen? Das ist ja langweilig, da brauche ich das Spiel nicht spielen. Und das zweite, somit habe ich wieder mal ein bisschen eine Interaktion mit euch. Ich habe schon lange nichts mehr gehört von euch. Wie es euch so geht, ich hoffe gut. So, und meine E-Mail-Adresse habt ihr. Würde mich freuen, wenn man sie wieder mal sieht oder wenn man sie wieder mal hört, sagen wir mal so. Auch wenn es nur über Mail ist. Die derzeitige Situation lässt ja ein Treffen nicht zu. Genau, vielleicht im Jahr 2022, man weiß es nicht genau. Gut, wir widmen uns wieder dem Spiel. Ja, ihm hier. Das ist ein zweiter. Ich habe schon geglaubt, dass der wieder aufgewacht ist. Na super. Jetzt haben wir es beieinander. Eure Magie reicht nicht aus. Aber in dem Spiel wirst du wenigstens noch mit eure angreift. Ganz auf fürstlich. Ich hab das auf fürstliche. Au! Au! Schaut eher aus wie ein altes Wiener Waschweib. Uah, Mami! Schmerzen kennenlernen. Ich finde diese Synchronstimme irrsinnig geil. Ha! Au! Heute sterbt ihr! Lasst es Jetzt ist Schluss. Mit was? Mit Billa Schlussverkauf? Ach du Scheiße. Morgen müsst ihr alle zum Billa gehen, da gibt's noch was. Morgen, übermorgen, dann ist es anders. Stirb, du Ratte. Was? Ich hab grad erst Ratten umgebracht, jetzt will die nächste sterben, Hilfe. Da. Huh. Ich hoffe, ihr habt alle Billa-Rabattmarken dabei. Also na, ist das nicht Spar? Ich weiß es nicht genau. Filzleinen. Leichte Rüstung. Ich liebe leichte Rüstung. Hätte ich das schon mal erwähnt? Mach dich nackig, du Sau. Aus. Was brauche ich denn, Schatz? Und noch eine Frage an meine Zuseherschaft da draußen. Ihr könnt mir die Frage, die ich euch vorhin gestellt habe, A, erklären oder beantworten. Ich habe kein Problem damit. Würde mich freuen. Wenn jemand weiß, wo ich hier in diesem Spiel einen Unterschlupf kriege und finde, ab in die Kommentare. Genau. Da ist die Karten. Genau. Da sind wir. Und wir sollten uns irgendwo in eine Richtung bewegen, die uns nicht bekannt ist. Genau. Bruma. Genau, das ist Bruma. Ja, da pumpt mir der Magen auch gleich, wenn ich das her. Lecker. Was ist da? Bravil. Weißt du was? Wir könnten ja gleich rein theoretisch gesehen von... Wie heißt das Gebiet da überhaupt? Himmelsrand, da ist es. Boah, schnell gefragt, weiß jetzt nicht. Wenn ihr nur wisst, wie das Gebiet da heißt. Skingrad, Quatsch. Naja. Genau.
Wo ich einen Unterschlupf finde, war die Frage. Also so wie in Skyrim. Dass du da ein bisschen was hast halt. Dass du ein bisschen ausrasten kannst. So, tu deine Waffe weg, Alter. Und ja, ich kann mit mir so reden, weil ich spiele mich selber. Danke. Unsterbliches Blut, oh Gott. Unsterbliches Blut von Animus. Die Monde und Sterne waren vor den Blicken verborgen, was diese bestimmte Nacht besonders dunkel machte. Die Stadtwache musste Fackeln tragen, um ihre Runden zu machen, doch der Mann, der meine Kapelle besuchte, trug kein Licht bei sich. Ich sollte lernen, dass Morvat Bikin, wurscht, im Dunkeln fast ebenso gut wie bei Licht sehen konnte. Eine hervorragende Gabe, wenn man bedenkt, dass seine Interessen beinahe ausschließlich nächtlich waren. Einer meiner Schüler brachte ihn zu mir, und bei seinem Anblick dachte ich zunächst, er bedürfe der Heilung. Er war so blass, dass er beinahe schimmerte, und sein Gesicht sah aus, als sei es sehr schön gewesen, bevor ihm unaussprechliches Leid befiel. Die dunklen Ringe unter seinen Augen zeugten von Erschöpfung, doch die Augen selbst waren wachsam, eindringlich, fast wahnsinnig. Rasch wischte er meine Vermutung, er sei krank, beiseite. Doch er wollte eine bestimmte Krankheit diskutieren. Vampirismus, sagte er, und hielt dann bei meinem fragenden Blick inne. Mir wurde gesagt, dass ihr mir helfen könntet, ihn zu verstehen. Wer hat euch das gesagt? Fragte ich mit einem Lächeln. Tessina Gray. Ich erinnerte mich sofort an sie, eine tapfere, schöne Ritterin, die meine Hilfe brauchte, um beim Thema Vampir-Tatsachen von Legenden zu trennen. Das war vor 2 Jahren gewesen, und ich hatte nie erfahren, ob mein Rat sich als wirksam erwies. Ihr habt mit ihr gesprochen? Wie geht es der Lady? Fragte ich. Sie ist tot, antwortete Morvat kühl und setzte hinzu, vielleicht als Trost, als er meinen Schock sah. Sie sagte, euer Rat wäre unschätzbar gewesen. Wenigstens für den einen Vampir. Als ich das letzte Mal mit ihr sprach, war sie bei einem anderen auf der Spur. Der brachte sie um. Dann war der Rat, den ich ihr gab, unzureichend, seufzte ich. Warum glaubt ihr, dass er für euch genügt? Ich war einst selbst ein Lehrer, vor Jahren, sagte er. Nicht an einer Universität, ich war Trainer in der Kämpfergilde. Doch ich weiß, dass wenn ein Schüler nicht die richtigen Fragen stellt, der Lehrer nicht für sein Versagen verantwortlich sein kann. Ich beabsichtige euch, die richtigen Fragen zu stellen. Und das tat er. Stundenlang stellte er Fragen, und ich beantwortete so gut ich konnte. Doch er gab freiwillig nichts über sich preis. Er lächelte niemals. Er studierte mich nur mit seinen eindringlichen Augen und merkte sich jedes meiner Worte. Schließlich drehte ich den Spieß um. Ihr sagtet, ihr wart Trainer in der Kämpfergilde. Seid ihr in deren Auftrag unterwegs? Nein, sagte er kurz angebunden. Und endlich konnte ich eine gewisse Müdigkeit in seinen fiebrigen Augen entdecken. Ich würde dies gern morgen Abend fortsetzen, wenn es euch recht ist. Ich muss schlafen und alles verarbeiten. Ihr schlaft am Tag, lächelte ich. Zu meiner Überraschung erwiderte er das Lächeln, obwohl es eher eine Grimasse war. Bei der Verfolgung seiner Beute nimmt man ihre Gewohnheiten an. Am nächsten Tag kehrte er mit weiteren Fragen zurück, und diese waren höchst spezifisch. Er wollte alles über die Vampire von Ost-Skyrim wissen. Ich erzählte ihm vom mächtigsten Stamm, den Volkihar, paranoid und grausam, deren bloßer Atem ihren Opfern das Blut in den Adern gefrieren lassen konnte. Ich erklärte ihm, dass sie unter dem Eis abgelegener und verfluchter Segen lebten und sich niemals in die Welt der Menschen hinauswagten, außer um sich zu nähern. Morvat Bikin lauschte aufmerksam und stellte weitere Fragen bis weit in die Nacht hinein, bis er endlich bereit war zu gehen. Ich werde euch ein paar Tage lang nicht besuchen, sagte er, doch ich werde zurückkehren und euch erzählen, wie nützlich euer Rat war.
Getreu seinen Worten kehrte der Mann 4 Tage kurz nach Mitternacht in meine Kapelle zurück. Er hatte eine frische Narbe auf der Wange, aber er lächelte sein grimmiges, doch zufriedenes Lächeln. »Euer Rat hat mir sehr geholfen«, sagte er. »Doch ihr müsst wissen, dass die Volkihar eine zusätzliche Fähigkeit besitzen, die ihr nicht erwähnt habt. Sie können durch das Eis ihrer Seen hindurchgreifen, ohne es zu brechen. Das war eine recht böse Überraschung, so ohne Warnung von unten gepackt zu werden. Wie bemerkenswert«, sagte ich mit einem Lachen. »Und wie schrecklich. Ihr habt Glück gehabt, dass ihr überlebt habt.« »Ich glaube nicht an Glück. Ich glaube an Wissen und an Training. Eure Informationen halfen mir und mein Geschick im Nahkampf besiegelte das Schicksal des Blutsaugers. Ich habe noch nie an Waffen irgendeiner Art geglaubt. Zu viele unbekannte Faktoren. Selbst der beste Waffenschmied hat schon einmal eine fehlerhafte Klinge erschaffen, doch weiß man immer, was der eigene Körper leisten kann. Ich weiß, dass ich 1000 Hiebe austeilen kann, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Vorausgesetzt, ich kann als erster zuschlagen. Als erster, murmelte ich. Das heißt, dass ihr euch niemals überraschen lassen dürft? Aus diesem Grund kam ich zu euch, sagte Morvat. Ihr wisst mehr als jede andere lebende Person über diese Ungeheuer in all ihren verwünschten Aparten im ganzen Land. Und nun müsst ihr mir von den Vampiren von Nordwallenwald erzählen. Ich tat, um was er mich gebeten hatte, und erneut stellten seine Fragen mein Wissen auf die Probe. Es gab viele Stämme, die behandelt werden mussten, die Bonsamu, die man nicht von den Bosma unterscheiden konnte, außer man sah sie bei Kerzenlicht. Die Kerilt, die sich in Nebel auflesen konnten, die Jekev, die Menschen in einem Stück verschlangen, die fürchterlichen Telbot, die Kindern nachstellten, schließlich deren Platz in der Familie einnahmen und jahrelang geduldig warteten, bis sie in ihrem unnatürlichen Hunger alle töteten. Erneut verabschiedete er sich von mir und versprach, in einigen Wochen zurückzukehren. Und wieder kam er zurück, wie er es gesagt hatte, kurz nach Mitternacht. Diesmal hatte Morvat keine neuen Narben, doch wiederum hatte er eine neue Information. Es stimmt gar nicht, dass die Kerilt sich nicht in Dampf auflösen können, wenn man sie unter Wasser drückt, sagte er und klopfte mir liebevoll auf die Schulter. Zum Glück können sie in ihrer Nebelform nicht weit kommen, und ich war in der Lage, ihn aufzuspüren. Das muss ihn gewaltig überrascht haben. Eure praktischen Kenntnisse werden immer umfassender, sagte ich. Einen Schüler wie euch hätte ich vor Jahrzehnten haben sollen, und nun erzählt mir, sagte er, von den Vampiren von Cyrodiil. Ich erzählte ihm, was ich konnte. Es gab nur einen Stamm in Cyrodiil, einen mächtigen Clan, der alle anderen Konkurrenten vertrieben hatte, ganz so wie die Kaiserlichen selbst es getan hatten. Ihr wahrer Name war unbekannt, verloren in der Geschichte, doch sie waren Meister der Tarnung. Solange sie sich gut ernährten, waren sie von lebenden Personen nicht zu unterscheiden. Sie waren kultiviert, zivilisierter als die Vampire der Provinzen und zogen es vor, sich von Opfern zu ernähren, die schliefen und es nicht bemerkten. Es wird schwierig sein, sie zu überraschen, sagte Morvat stirnrunzelnd. Doch ich werde einen aufspüren und euch mitteilen, was ich lerne. Und danach werdet ihr mir von den Vampiren von Hochfels und Hammerfell und Elsweier und Schwarzmarsch und Morrowind und der Insel Somerset erzählen, nicht wahr? Ich nickte im Wissen, dass dies ein Mann auf einer ewigen Suche war. Er würde sich nicht mit bloßen Hinweisen zufrieden geben, er musste alles wissen. Er kehrte einen Monat lang nicht zurück und in der Nacht, in der er es tat, konnte ich seine Frustration und Verzweiflung sehen, obwohl in meiner Kapelle kein Licht brannte. Ich habe versagt, sagte er, während ich eine Kerze anzündete. Ihr hattet recht, ich konnte nicht einen einzigen finden. Ich ließ das Licht auf mein Gesicht fallen und lächelte. Er war überrascht, ja völlig verblüfft von der Blässe meines Fleischs, dem dunklen Hunger in meinen alterslosen Augen und den Zähnen. Oh ja, ich glaube, die Zähne haben den Mann, der es sich nicht leisten konnte, überrascht zu werden, ganz bestimmt überrascht. Ich habe seit 72 Stunden nicht mehr gegessen, erklärte ich, als ich mich auf ihn stürzte.
Er konnte weder als erster zuschlagen, noch als letzter. Und somit werden wir hier für diese Nacht ruhen. Ich werde jetzt mal schauen, wie lange diese Episode geht. Ansonsten schneide ich noch ein bisschen was ran bei Zeiten. Beziehungsweise vorm Wochenende. Und hier in Oblivion wird es nun Nacht. Mit diesem etwaig schönen Bildern sage ich euch bis zum nächsten Mal. Bleibt's brav. Wie gesagt, ansonsten schneide ich jetzt noch was zu, bevor es jetzt zu kurz war. Aber ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt's brav und genießt die Zeit. Trotz allem. Baba dabei. Und somit Christi zurück zu The Elder Scrolls Oblivion. Jetzt würde ich schon Skyrim sagen. Macht aber auch nichts, beides gute Spiele eigentlich. Warte mal kurz, wie stehen da jetzt wieder auf? Genau. Wir haben noch immer diese komische, mystische Mythenrüten-Rüstung an. Wir werden uns jetzt aber gleich mal umkleiden. Ich habe jetzt erst, was ist heute? Heute ist Samstag, da kurz einen Blick. Der 11. Dezember um 17:30 Uhr. Ich habe jetzt gerade erst gemerkt, dass ich die eigentlich schon fertige Episode nur 26 Minuten lang ist. Und natürlich mit 26 Minuten kann ich natürlich nicht abspeisen. Das geht natürlich nicht. Wenn dann über eine Woche kein Video kommt. Das geht natürlich nicht. Ne? Gut, was machen wir? Jetzt werden wir uns mal umziehen. Wo ist denn der Schatz mit Ohrwascheln? Da. Genau. Ich bin kein Freund von schwerer Rüstung. Ich weiß nicht warum. Wenn ich doch nur wüsste... Achso, da haben wir schon zwei. Ich mag leichte Rüstung. Da bin ich gleich bei Weiden flexibler. Ja, so laufen wir natürlich immer dumm, ne? Sackleinenhose. Naja, weißt du was, wenn schon ich mich selber spüle, dann kann ich eigentlich herumlaufen, auch wie ein Sandler. Ja, das ist das Gleiche. Nur, wenn ich nur wüsste, wie man das alles wieder wegtut. Na, wir werden das im Laufe der Zeit irgendwie herausfinden, wie man die ganzen Sachen abwirft aus dem Inventar. Gewusst habe ich es ja schon mal. Aber ich glaube, kann das sein? Warte mal kurz. So. Ja, was?
ich spüre noch nicht lang am PC, gell? Das ist halt immer eine Frage des Lernens. Was ist da? Imperial City. Bruma, Bravil, Kindal. Okay. So. Na, das freut mich, wenn ich meine athletische Fertigkeit verbessert habe. Aber, Abracadabra, weißt du, was da in der Königsstatue zu entdecken gibt? Weil ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, da war ich ein paar Mal. Aber ich habe da eigentlich nie jetzt da... Mir ist eigentlich vorgekommen, dass da nichts Weltbewegendes gibt. Oder vertue ich mich da jetzt? Was natürlich auch sein kann. Warte mal kurz, ich möchte was schauen. Ah! Genau, das ist das Amulett vom König. Achso, da muss ich auf der Shift-Tasten oben bleiben, damit ich laufen kann. Das ist natürlich ein sehr einfältiges Problem, ein eingefallenes Problem. Und ja, du hast ja am Anfang diesen kurzen Einspieler am Lagerfeuer gesehen, gell? Oder gehört zumindest. Ein Projekt aus Russland, welches ich seit, ja, nun sind es, glaube ich, fast schon 4,5 oder 5 Jahre verfolge. Aha. Kann man da irgendwas mitnehmen? Nö. Oh, eine Ratte, schau. Da ist ein Ratz. Jetzt hast du so gleich. Hier ist da ist ein Leich. Eine tierische Leiche, da die eher sagen. Genau, auf C. Auf C können wir uns heilen. Hey! Du kleiner Sargnagel, du Schönheit, du Schürche. Weißt du, wenn er wenigstens was dabei gehabt hätte. Kleine Kiste, 2 Fackeln. Können wir gern mitnehmen. Wir haben ein Ziel. Es fällt mir so schwer. Ich kann nicht anders, es tut mir leid. Oh Gott. Oh Gott, aber dafür lasse ich euch da dann mit einem Cliffhanger links liegen. Du Dogel! Wir müssen die Waffen wechseln, die heute kann ja gar nichts. Eisenstiefel, das ist alles schwere Rüstung. Scheiß doch auf die schwere Rüstung. Au! Brauche andere Waffen. Ihr könnt keine andere Waffe, bevor eure momentane Aktion nicht ausgeführt. Hä? Ach so, jetzt verstehe ich's. Okay. Mist! Du Trottel! Was ist mit diesen Goblins los? Hä? Wow.
Das ist ja ein Amoklauf der Goblins. Oh, Gold, Dietrich. Bier. Ja. Das brauchen wir sofort. Eine Schaufel, Spitzhacke, kürzlich benutzte Spitzhacke. So nehmen wir's. Aha! Ja, wie wirf jetzt was auf? Spiel. Du Geiles. Ja, jetzt stellt sich nur die große Frage, wie ich hier was abwerfe. Vielleicht finden wir etwas in den Optionen unter der Steuerung. Steuerung. Benutzen. G. Blocken, Zauber, Gegenstand, drucken, schleichen, laufen, immer laufen, bewegen, springen, Sicht wechseln, Menü, rasten, schnell speichern, greifen. Ja, und wie da jetzt was wegwerft, das entschließt sich mir hier daraus nicht. Laufen, immer laufen, automatisches Bewegen, Springen. Ja. Toll. Na ehrlich jetzt, wie hau ich jetzt was weg? I don't know. Ach, Spiel, bitte. Verrat mir doch einen simplen Trick. Wie kann ich mein Inventar entleeren? Na gut. Ja. Tja, wenn ich das nur wüsste. Da geh aus diesem vertrottelten Menü aus. Aber das habe ich das habe ich schon immer das Problem gehabt, dass ich das nie gefunden habe. Alt vielleicht? Nö. Ja, war gut. Ja, aber wie hau ich jetzt da was weg? Ich will was weghauen, Spiel. Sei doch nicht so wählerisch, Spiel, bitte. Hier ist Warten angesagt. Ja, jetzt heile ich mich. Spiel, ich liebe dich wirklich. Ich hab keine Ahnung. Fragen über Fragen. Ich werde dort einen kleinen Schnitt machen und werde mich schnell informieren. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Probieren wir es mal. Jetzt sage ich da, wenn das so... Ja, wir werden diese Ausgabe nun so irgendwie durchboxen, wie es nur geht. Und dann werde ich mich in der kommenden Woche damit befassen, die Tastensteuerung umzubauen. Du willst jetzt aber nicht wissen, wie das Ablegen funktioniert von Waffen etc., was du halt nicht mehr brauchst und nicht mehr willst. Du musst auf die linke Shift-Taste drücken und dann auf die linke Maustaste. Ja, so schaut es nämlich aus im Schneckenhaus. Wir nehmen die Keule. Mal schauen. Oh.
Da schaut's aus wie auf einem Bazar. Ramt's mal zusammen. Da, ihr. Ja, ist wurscht. Wir haben jetzt schon so viel Zeit verschissen. Ich werde einfach noch eine Viertelstunde ranhängen. Dann wird es halt ein bisschen länger, mein Gott. Menschen, die das Spiel gern haben, die werden sich echt freuen, wenn das ein bisschen länger geht. Eine Schaufel. Aha. Da unten drehen die Goblins am Rad. Hollari und Hollero. Hey! Detto. Schau das an erst. Ja! Total, die drehen ja komplett am Radl. Mal komplett einmal durchschauen, was mir gerade gefällt an Waffen. Da ist wieder ein Ratz. Die Eisenaxt geht bis dato eigentlich am besten. Nun muss ich es nochmal bei den Goblins probieren. Weiß ich nicht. Hey! Schau da Ern an! Das ist dein Ernst, oder? Das war der Faulapps, du Zwerg, du. Weißt, ich bin erst selber nur 1,65 groß, hab zwar Pappen wie 2 Meter Dutsch, aber dann komm ich daher und sag, brauchst gar nicht anhauen, Rotzleifel. Das schaut das so immens geil aus. Kann man das essen? Das kann man nicht vorstellen. Schaden Ausdauer, na. Brauchst du eine Schüssel? Da ist eine. Gegürtete Untergatte. Vielleicht können wir das ja irgendwo verkaufen. Brauchen wir nicht. Ah! Du Tadel, das ist aber ganz schön knackig. Sollte mir das gar nicht noch nicht vorkommen? Oder bin ich nur schon so alt? Das kann natürlich auch sein, man weiß es nicht genau. Nehmen wir als zweitere, ha? Ich bin schon scheiße alt. Oh. Und jetzt kommen wir ja nicht Geld mit Geld geil. Was, das finde ich immer lustig. Oh, Brotleib. Aha! Da sind wir runtergegangen. Also wie gesagt, ich freue mich, wenn am 15. mein Geld um ist am Konto. Aus. Der war nicht lustig. Warum? Das Leben ist schon so ernst. Hey! Achso, okay. Da habe ich mir doch glatt selber ein Bein auf den Popel geschossen. Was? Uresack. Ich würde sagen, da trinkt die Party ab. Du Turtle!
Sag einmal, was halten die Goblins aus? Das ist ja Wahnsinn, was die aushalten. Oder sind die ein bisschen überlevelt, ha? Ich meine, die alten Rollenspiele, so wie der ist, da hast du noch die, da hast du noch die Mechaniken gehabt, dass manches erst auf einem bestimmten Level ging. Oder dein Schild da jetzt. Au! Drum! Der eiserne Streitkolben, der 17. Ah, okay, jetzt, das erklärt natürlich alles. Jetzt habe ich das weggekaut, warte mal. Wie du siehst, ich bin ein bisschen durcheinander. Au! Ja, jetzt ist natürlich einfacher. Ja, also, merke vor. Wer liest, ist immer schlauer. Du Trottel, da geht's ja auch. Hey! Boah. Ja, bist du deppert, da geht's auch. Kurz einen Blick. Oh. Ja, bist du Moped? Na, Auto. Puh. Was liegt da hinten? Nix. Eisenpfeil. Nehmen wir mit. Die Bronzehalskette, Dietrich und Gold. Wow. Puh. Ich hab das gar nicht so knackig in Erinnerung. Naja. Egal. So macht's wenigstens oben hinaus dann ein bisschen mehr Spaß, gell? Eisernes Claymore. Jägerlederhosen. Geil. Mädel, du gefällst mir. Was hast du über für mich? Brigitte Bardot. Okay, drum. Schwere Rüstung. Das macht Sinn. Ha! Au! Da! Ah! Ja, was tust du jetzt? Willst du kämpfen oder nicht? Entscheid dich bei dieser Episode oder dieses Video muss heute noch YouTube auf. Naja gut, ich glaube, der ist gegen mich. Die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen. Daher wurde ich auserkoren, in Oblivion Himmelsrand zu retten. Ha 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 ha. Du Pfeifen. Warte mal ganz kurz.
Aha. Und wie geht jetzt Pfeil und Bogen? Ich würde nicht warten, ich würde nur diesen dummen Bogen da benutzen. Du, gehen wir nicht am Zager erst. Ja, wisst ihr was? Ich ärgere mich schon wieder. Das ist nicht gut. Wenn ich mich ärgere, dann... Da kann ich springen. Wisst ihr was? Ich muss mir jetzt die Arbeit antun und die Steuerung komplett umbauen. Weil das kannst du so nicht spielen. Ach so. Okay, da muss ich... Okay, ja, das ist natürlich was anderes. Da muss ich die Dings auch gleich mit bewaffnen. Okay, sagt das doch gleich. Ja, aber trotzdem will die Steuerung umbauen. Das ist ja komplett für eine Uga. Na passt. Bevor das da jetzt ins etwaige Chaos ausartet, ich meine, das tut es ja die ganze Zeit schon. In dieser uralten Urasek-Rüstung da oder Urasek-Burg, keine Ahnung. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Das dürfte jetzt über eine Stunde gewesen sein, knapp eine Stunde. Gold Dietrich. Tipps, Tricks, gerne in die Kommentare. Bei etwaigen Dingen wie Dialekt bin ich nicht bereit, irgendwelche Antworten zu geben. Ich bin so und das bleibt auch so. Das ist auch gut so. Man sieht sich. Bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl. Baba.